Der Domecq-Palast ist ein Palast im andalusischen Barockstil, welcher sich in die Typologie der Stadt Jerez und deren Häuser aus dem 18. Jahrhundert einfügt. Seine Geschichte geht bis auf das Jahr 1776 zurück, als Antonio Aranda y Román, erster Marquis de Montaña, den Bau seines Hauses auf der Ebene von San Sebastián befahl. Für das Design dieses Palastes, dessen ursprünglicher Name Palacio Marqués de Montaña war, wurde Architekt Antonio Matías de Figueroa aus Sevilla beauftragt, der die Konstruktion im Jahre 1778 abschloss. Der Marquis von Montaña starb im Jahr 1785. Er lebte also nur 7 Jahre im Palast. Nach seinem Tod spendete seine Frau diese Liegenschaft sowie den Rest seines Vermögens. Die Gebäude gingen 1855 wieder in private Hände über, übernommen von Juan Pedro Domecq Lembeye. Von jenem Augenblick an wurde der Palast persönlicher Besitz dieser bekannten Familie und wurde danach an andere Mitglieder der Familie weitervererbt. Der Palast ist ein Prototyp großer Villen, gebaut vom landwirtschaftlichen Adel und der Winzer. Dieser Stil wurde in der Stadt zahlreich umgesetzt. Die Fassade des Palastes hat 3 Etagen und 2 Teile, welche durch einen großen zentralen Balkon mit herrlicher barocker Dekoration getrennt sind. Bemerkenswert ist sein eleganter zentraler Innenhof, welcher ein Schlüsselelement für den Empfang sowie ein Zugang zum Rest des Hauses ist. Die Fassade mit zahlreichen Balkonen betont die Größe und den Aufbau der Haupteingangstür. Die Lage des Gebäudes wurde mit einer klaren Konzeption des Barocks durchgeführt, in einer Form, die einen weiten Raum dominiert, verteilt zwischen Plaza de Mamelón, Alameda Cristina und dem Plaza Alado. Diese privilegierte Lage wird mit der Gestaltung des vorderen Gartens betont, welche effektiv zur Hervorhebung der Palastgröße beiträgt.